Wenn man Ideal hat und die im Licht präsentiert, so ist der Schatten, den man wirft, oft Doppelmoral. Wie geht's dir, fragst du? Gut, sage ich. Ob es gelogen ist, das ist Ansichtssache. Im Vergleich zum westafrikanischen Kupferschürfer, zum syrischen Patriot, zur kurdischen Feministin, zum ostafrikanischen Elektroschrottverwerter, zum chinesischen Fabrikarbeiter, ja, da geht's mir gut. Aber ob ich mich dabei gut fühle? Und jetzt fragst du vielleicht, wieso machst du all die Leute, die du nicht kennst, für dein Wohlergehen verantwortlich? Und dann werde ich dir antworten, ja, weil sie es sind. Nur weil sie Tag für Tag leiden, Tag für Tag härter arbeiten, als ich das jemals könnte, geht es mir gut. Du schaust mich ein bisschen gemustert an und sagst, es geht mir auch gut, danke der Nachfrage. Ja, ist klar, du hast nicht über so Zeug diskutieren. Du hast mich nur gefragt, wie es mir geht, wo du nicht gerne Stille hast. Weil so Stille kann noch recht unangenehm sein. Ja, und wenn du nicht mit mir diskutieren willst, dann gib mir lieber die Stille, weil ich habe lieber die Stille als ein schlechtes Gespräch. Nimm doch dein Handy vor und tu so, als würdest du so eine wichtige Nachricht beantworten. Weisst du, ja, so ein Handy. So eins, das aus afrikanischer Erde besteht, von Akkordarbeitern im Fernost ist zusammengesetzt worden, in seiner Entstehungsgeschichte weitergereist ist, als ich in meinem ganzen Leben. Und wenn ich in diesen Laden gehe, dann weiss ich, dass es nach der Garantie, also nach dem Ablaufen, auch wieder kaputt geht. Und dann brauche ich bald das nächste und es ist viel zu teuer, die Falschen verdienen dran. Und gleich brauche ich es irgendwie. Weisst du, ja auch so Kleider, die aus dem nicht mehr vorhandenen Wasser im Aralsee bestehen. Die von schlecht bezahlten Müttern in baufähigen Fabriken zusammengenäht wurden. Wo der Transport hierher mehr gekostet hat, als der Scheiß auch wert ist. Gleich brauche ich es. Ich habe so Schuhe. So Schuhe, die vermutlich von Kinderhängen zusammengesetzt wurden. Und wenn ich jedes Mal im Laden, wenn ich reingehe, die Grösse 43 suche, so wird spätestens beim Zahlen mein ökologischer Fußabdruck grösser. Ich packe in meinen Kühlschrank ein Avocado, der zwar gesund ist, scheint es, aber nicht gut für das Klima. Äpfel aus Neuseeland. Ja, ich weiss, sie würden hier wachsen, aber ich hatte Lust und sie waren nicht Saison. Fisch, wo man dann irgendwo im hinterletzten Ecke von einem Meer noch zusammenkratzen konnte. Ein Poulet, das sich dank Massentierhaltung einfach praktischerweise schon vor der Schlachtung selber gerupft hat. Und für die Veggies ein Block Tofu von dort, wo mal Wald war, jetzt kein Wald mehr ist und auch nie mehr sein wird. Wir machen die Welt langsam kaputt und ich will etwas unternehmen. Aber ich würde die Welt schon retten, ja. Wenn es nicht so anstrengend und eine Geldfrage ist. Also, nehme ich halt mein Handy vor, drücke bei Greenpeace auf Facebook auf «Gefällt mir» und google die Energiebilanz vom Google-Konzern. Ich rege mich auf. Wir leben in einer Welt, wo Verschwendung die Basis von Wohlstand ist. Und auch wenn ich das nicht unterstütze, auch wenn ich das eigentlich schlecht finde, gar verurteile, so lebe ich gleich hier und mache brav und schön mit. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Vielleicht möchte ich ja rausgehen, von der Geschäftszentrale stehen und schreien: «Ihr macht unsere Welt kaputt! Ihr werdet unseren Kindern nur mehr brennende Erde und Geld hinterlassen!» Andererseits möchte ich halt auch den Weltuntergang noch miterleben können. Zuschauen, wie so ein Armani-Anzug von so einem Geschäftsmann in Flammen aufgeht. Und sagen: «Lass zu, du Wichser, ich hab's dir doch gesagt.» Schau die Doppelmoral. Ich möchte ein grosses Schiff bauen und dann ganz viele Tierpärchen reinfuhren und dann das nächste Mal, wenn es schifft, dorthin gehen und schreien: «Oh nein, Geschichte wiederholt sich, Geschichte wiederholt sich.» Nur schauen, ob jemand Angst hat, auch wenn ich viele Bäume fällen müsste.
Ich möchte etwas für die Welt machen, darum schreibe ich einen Text über Nachhaltigkeit oder so. Und während schwarze Tinte auf weißes Papier trifft, geht irgendwo ein Baum um. Wenn man Ideal hat und die im Licht präsentiert, ist der Schatten, den man wirft, oft Doppelmoral. Ideal und Realität sind oft so weit auseinander. Und wenn euch das nicht gefällt, dann passt doch bitte eure Realität, euer Ideal an und nicht umgekehrt. Merci.